Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Wir sind gerade eben aus der Kanalstadt abgehauen und gucken uns jetzt an, was hier außerhalb ist. Die Leute, die da gewohnt haben, anscheinend haben noch ein paar Fliegerkenner, haben da nochmal Warning, Infected Inside, Do Not Open hinterlassen. Das hat uns natürlich herzlich wenig genützt, weil wir von der anderen Seite gekommen sind, aber macht ja nichts, wir haben ja auch so rausgefunden, dass da Infizierte drin sind. Dann holen wir uns hier nochmal die Werkzeugteile, nachdem wir in der Kanalstadt die Werkzeugstufe 3 erreicht haben. Und dann gehen wir hier weiter und kommen zum fast schon idyllischen Platz. Hey, seht mal da. Tja, was habe ich gesagt? Huh? Mal sehen, wie wir hinkommen. Wir wissen das noch von dem letzten Teil in Pittsburgh, wie kommst du beziehungsweise zurecht? einer von den Teilen in Pittsburgh. Alles wie immer, oder? Dort hat Henry auch gesagt, ich bei zum Henry war, Radioturm. Habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Gut Du gemacht. wärst stolz. Ja. Dann gucken wir uns doch mal die Häuser an, die hier mit einer komischen Notiz versehen sind und mit einem komischen Graffiti versehen sind. Aber wir gucken uns auch hier mal ein bisschen um. Was wir da noch so alles finden. Solche verlassene Vorstädte gibt es hundertprozentig immer irgendwas noch abzustaben. Oh ja. Absolut. Wie habt ihr zwei euch getroffen? Oh, Meine Freundin, Marlene, wollte, dass er mich zu den Fireflies bringt. Ihr scheint euch gut zu verstehen. Tja, und jetzt... Jetzt kommandiere ich ihn rum. Genau. Nicht wahr, Joel? Schweige ist auch eine Antwort, das heißt so viel wie halt die Gosch. So, dann gucken wir uns hier dann nochmal um. Und dann machen wir noch ein bisschen Zeit zum Bastler. Und Gewehrmunition, die kommt uns doch super zu Pass. Laden wir doch gleich mal noch. Da haben wir nichts mehr. Ne. Gucken wir uns doch da mal um. Das scheint wohl ein späterer Raum gewesen zu sein von jemand, der geflohen ist, beziehungsweise von jemand nach der Apokalypse, weil so hat da wohl normalerweise keiner gepennt. Plündernotiz. Ja, das war wohl eine Notiz vom Kyle Keine gute bevor er... Idee, oder? Ach, wie nett, Joel. Ja, der Kyle scheint ja wohl ursprünglich hier gewohnt zu haben. Und der dünne Mann wird wohl der Ich gewesen sein, der dort seine Kanalsiedlung gehabt hat. Und der hat ihn wohl hier aus der Vorstadt rekrutiert. Basteln können wir auch noch was. Und zwar Nachelbomb. Machen wir doch gleich. Ja, und der Joel hat ja sofort auch gemerkt, war okay, so gute Idee, hä? Wie Aber war es hier ohne Infizierte? Auf der anderen Seite... Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Ja, schade drum. Ja, auf der anderen Seite, man will ja auch irgendwie nicht die ganze Zeit allein überleben müssen und die Aussicht mit anderen Menschen zu überleben war für den Kyle wohl wesentlich besser, als durch sich allein durchzuschlagen. Kann man ja auch irgendwie nachvollziehen, weil wenn die ganze Zeit nur aufeinander, auf dich selbst angewiesen bist, das ist nicht so prickelnd. Und der Ich hat ja eigentlich auch ein etwas zynischer, aber davor auch trotzdem guter Eindruck gemacht, finde ich. Es ist so schade, dass ich den nicht gesehen habe im Spiel. Ich hätte ihn mal gern kennengelernt, hätte mal gern gewusst, wie der wirklich drauf war. Ja, da geht's auch weiter. Der Henry wartet schon im anderen Haus auf uns. Dann gehen wir da wieder raus. Gucken uns das systematisch an, nicht so wild durcheinander durch die Etage. Gehen wir dort rein. Oder, falls es geht. Ich habe eine Waffe. Du plünderst, ich schieße. Werde schießen, um zu töten. Ja, es muss in der Anfangszeit ziemlich heftig gewesen Ich war sein. erst 5, als der Cordyceps kam. Ah, Ich weiß aus der Zeit nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnten. Was weißt du noch? Barbecues. Meine Eltern gaben gern große Grillpartys. Da war mächtig was los. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. Komisch. nicht Tee trinken. Es hat den Virus. Manometer. Ja, und der Henry, der war wohl 5, wie gesagt, als der Virus ausgebrochen ist, als der Cordyceps ausgebrochen ist. Und wie ich schon gesagt habe, wird wohl ein jüngerer Mann gewesen sein. Da ist nochmal für alle Leute von euch, die sammeln was. Ich bin bewaffnet, kein Durchgang.
Werde schießen bei Sichtung. Schieße sofort. Hier wohnten wohl nette Leute. Die Ja, erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? da können wir jetzt nämlich hier optionales Gespräch starten. Alle verbarrikadierten sich in den Häusern. Dann gingen die Vorräte zur Neige. Das hat gezeigt, wozu die Leute in der Lage sind. Oh, das glaube ich. Wenn die Leute in Notsituationen geraten, da kann einiges passieren. Aber ihr habt ja schon gehört, dass da hier nur Hunde gebellt haben, wahrscheinlich. Und, da gehen wir darauf nur mal sicher. Man weiß ja nie, was das für Hunde sind. Hunde! Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Wir sind Ja. wild. Was ist das? Da hinten sind sie. Das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Da können wir jetzt auch wieder optionales Gespräch starten. Das stimmt. Der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik. Und Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich doch gerade. Ehrlich. Mann, das war eine seltsame Zeit. Sag ich doch. Ja, schön war die Zeit. Da hinten sehen wir ja auch schon wieder, dass da eine Werkbank ist. Aber vorher... Na, ihr Hühnchen, habt ihr Spaß? Oh jo, renn sofort. Da gehen wir jetzt da mal rein. Weil bevor wir zur Werkbank gehen, sollten wir absolut sicher gehen, dass wir alle Werkzeugteile hier eingesammelt haben. Und deswegen gehen wir mal hier in das Haus noch rein. Das waren wahrscheinlich mal ursprünglich wirklich schöne Vorstadthäuser da. Vorstadthäusle bei Pittsburgh. Ja, wenn er wohl Leute gelebt habe, die es ein bisschen besser gehabt hätten. Ist auch besser als da in der gepressten Stadt zu leben, finde ich. Sind hier nochmal Werkzeugteile, die wir einsacken können. Machen wir auch sofort. Dann gehen wir nochmal hoch, weil da gibt es auch noch was Schönes zu holen. Und zwar, wie ihr sehen könnt, dort könnt man sehr schnell vorbeilaufen, weil das immer nur ganz klar die Aktionstaste angezeigt wird. Und da gehen wir jetzt erstmal hoch. Weil da gibt es richtig viel bei uns. Bist du okay? Ah ja. Ja, die verdammte Decke kommt runter. Pass auf! Können wir jetzt nämlich die Klee hochjagen. Mit einer Reiverleder. Pass auf. Und was gefunden? Oh, bitte. Ja, da haben wir was Schönes. Dankeschön. Ja, wunderbar. Dann gucken wir jetzt das nochmal an. Super. Dann hält unser Messer jetzt insgesamt 2-mal länger. Oder unsere Klingeverbesserung. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir schon die Verbesserung gefunden. Controller-Schüttler, um die Batterie zu laden. Und Mini-TV noch in dem Zimmer. Vaters Notiz lesen wir uns die natürlich der Armut durch. Das war aber ganz am Anfang, wo der Vater dann zur Quarantänezone wollte. Was aus dem Woche ist, können wir auch nicht sagen. Gut, dann gucken wir uns hier nochmal um. Ob es im Badezimmer noch was gibt, weil, wie ihr gesehen habt, da findet man ja die meisten von den abgelaufenen Pillen. Nee, da gibt es auch nichts mehr im Schlafzimmer. Da haben wir noch ein bisschen Klebeband. Und hier nur ein Balkon. Ach, ganz schön, wie ich finde, so Schlafzimmer mit Balkon gefällt mir immer sehr gut. Vor allem als Raucher hat man immer die Option, dann rausgehen zu können zum Raucher. Dann gehen wir hier wieder runter. Brauchen wir die Taschenlampe nicht. Und können da ins Heiserei. Großzügiges Wohnzimmer mit Geweih. Da kennt man einer Jäger gewesen sei oder hat einfach nur ein Fable davor gehabt und hat sich sowas gekauft. Man weiß ja als nie. Weil in Amerika schließe ich auch nicht aus, dass es wirklich Leute waren, die aktiv gejagt haben. Dann gucken wir uns da offen nochmal um. Aber vorher nochmal in die Küche. Ach, ich mag das da immer, das Rumgeschnüffel in deiner alten Heiser. Da haben wir auch nochmal Werkzeugteile, die man abstaben können. Es sind immer noch ein paar mehr, die man sich holen kann.
Da noch aufs Gästeklo rein. Da gibt es aber leider nichts. Und dann geht's da wieder hoch. Der Henry, der steht schmiere da ohne vor uns. Und gucken wir uns mal nochmal da um im großen Schlafzimmer. Ach Gott, der Herr Baron mit seinem mehrfachen Badezimmer. Hier ist noch einer. Super. Botenteilchen. Schickes Cover. Drehen wir es nochmal um. Buch Nummer 2, na super. Nicht schlecht. Hat die Ellie wenigstens der Arschloch. Dann machen wir erstmal die Schublade auf, holen nochmal die Revolvermunition und da haben wir überlebender Notiz. Jetzt wissen wir, wie sie überrannt worden sind. Der Opfer gelost worden und dann sind die ganze Infizierte reingerannt und der Ish hat's irgendwie gepackt und hat noch die Susan und ein paar andere Überlebende bei sich gehabt, um die er sich kümmert. Ja, was aus dem Woche ist, wissen wir leider nicht. Vielleicht rennt er ja irgendwo da rum, vielleicht ist er ja auch ein Hunter-Woche, man weiß es einfach nicht. Wäre sicher auch interessant, das rauszufinden. Da brauchen wir eine Safe-Kombi. Kriegen wir auch wieder eine schöne Sache geliefert. Und wissen dann, wo man die findet. Die ist ja nie so weit weg. Da ist eine Streichholzpackung und da steht sie drauf. Wenn das nichts ist, richtig authentisch, weil die Leute, wenn sie sich irgendwas merken sollen, wieder Pfeile, super. Wenn sie irgendwas merken sollen, dann schreiben die das ja auch auf alles Mögliche drauf, was sie gerade zur Hand gehabt haben. Das kennen wir ja selber auch. Sonst gibt es hier nichts mehr Spannendes. Dann gehen wir da runter, aber wer 2013 noch so einen Monitor gehabt hat, der wird ein bisschen hinterher kinkt haben, was die Technik angeht. Dann machen wir das Ding auf und was finden wir drin? 50 Stähle, super. Shorty-Munition und alte Pille, wenn das doch kein Luxus ist. Gehen wir wieder runter und schwätzen ein bisschen mit unserer Leid. Hey Sam! Vorsichtig. Ja, okay. Okay, ich zuerst. Die dort Dart miteinander spielen. Oh, Verdammt. Du bist dran. okay. Ja, mal gucken, ob die Nur besser werfen? ist. Ja. Wusch! Naturtalent. Glück. Nein, was nicht? Eines Glück. Und? Ah. Okay, hau jetzt ab, du Angeber. Und nochmal. Fuck! Furchtbar. Okay. Unentschieden. Nein. Ich hab dich fertig gemacht. Was meinst du mit fertig gemacht? Das ist doch unentschieden. Ja, okay. Dann probieren wir doch einmal unser Glück. Und... Super. Voll daneben. Es kommt der Tag, an dem Kinder wieder Kinder sind. Ah, das hoffe ich. Gehen wir. Hoffen wir all. Ja. Und nachdem wir da noch was getrieben haben, können wir jetzt auch endlich zur Werkbank gehen. Und da machen wir doch gleich mal weiter und gucken, was wir Schönes schaffen können. Okay, hier ist es gut. Jo, so gut wie überall auch. Dann die Sache der Shorty motzen wir auf jeden Fall mal auf. Größere Streuung wäre nett. Ja, machen wir weiter. Nachladetempo, ach, ganz wichtig, finde ich. Können wir auch ruhig ein bisschen mehr Magazin. Kapazität, 3 Hauer. Und dann gucken wir mal beim Sniper. Panzerbrechen. Super, super wichtig. Nachladetempo machen wir auf jeden Fall 8. Weil das so gut die Waffe ist. Und damit haben wir schon richtig was gewonnen, die Sache. Dann beim Shorty, die ich ganz gern der Rückstoß, na, muss jetzt eigentlich nicht sein. Gucken wir erstmal bei der Schrotflinte, was wir da noch machen können. Reichweite ist so ganz gut. Können wir erstmal nicht weitermachen. Und bei unserer üblichen Waffe. Ja gut, Revolver, den packen wir jetzt auf Maximum. Das gönnen wir uns jetzt einfach mal. Da bei der 9 mm geht leider nichts mehr. Da könnte man den Rückstoß oder die Schussfolge verbessern. Die Sache, machen wir da gerade mal die Schussfolge. Super, dann sind wir jetzt wieder fast bei 0 angekommen. Ja, das ist gut. Und es hat sich mal wieder tierisch gelohnt. Dann rahmen wir erstmal auf. Ich will immer volle Magazinkapazität haben bei so einem Kruscht. Ja, so sieht's doch klasse aus. Und nachdem